Oh Scheiße, Digga. Moin 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 Leute, herzlich willkommen zurück zu einem erneuten YouTube-Video auf dem absolut beschissenen... Moin 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 Leute, herzlich willkommen zurück auf dem absolut beschissensten... Ich kann nicht reden, Digga. Moin 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 Leute, herzlich willkommen zurück auf dem absolut beschissensten... Digga. Moin 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 und herzlich willkommen zurück auf dem absolut beschissensten YouTube-Kanal von der Schweiz. Es gibt ein neues Video, aber immer bevor das Video anfängt, der Witz vom Tag. Der Witz vom Tag. An dieser Stelle müsste jetzt ein Witz über ein Maelo kommen. Hahaha, mega lustig. Aber das mache ich das mal nicht, weil sich immer über die gleiche Person lustig machen, ist etwa so einfallsreich wie die YouTube-Videos von Maelo. Grüße gehen raus an Maelo. Unter den letzten Videos habe ich immer wieder lesen, dass ich eine schlechte Kopie vom Nicolas Lazaridis aka Inscope21 sei. Adi Totoro mit 5 Euro. Grüß mal die Schweiz, du Klemmer Lesak. Was soll das sein? Wollt ihr mich gerade verarschen, Digga? Ich grüß die Schweiz. Danke dir, Digga. Hä? Klemmer Lesak. Was soll das sein? Aber da muss ich euch leider enttäuschen. Ich weiß nicht, wer der Inscope ist, was der Inscope macht und wieso man das so lustig findet. Halt einmal. Ich kann das erklären. Diese Woche bin ich wieder ein bisschen auf TikTok unterwegs gewesen und habe das ein oder andere Video gefunden, wo ich mir so ein zweites Mal nicht mehr geben würde. Grüezi wohl, Frau Stirnimann. Sagen Sie, wie leben Sie, wie geht's Ihrem Mann? Ist gut. Und ich habe Hoffnungen gehabt, dass das Video ein bisschen besser wird. Aber geil, wie der Mann hinter dran so sagt, ist gut, kannst du aufhören. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Bundesrat Berse mit deinen 7 Zwergen. Jetzt ist die Zeit der schönen Worte vorbei. Wir sind hier auf der Terrasse und wir halten diese Terrassen offen, egal was du sagst. Und wir öffnen ebenfalls die Restaurants. Egal, was du entscheidest. Erstens will der Brille Drip Bro. Zweitens kann es sein, oder liegt ich komplett falsch, dass der Typ nicht so Bock auf die Massnahmen von Alain Berset hat. Tritt endlich ab und lass unsere Kinder in Ruhe. Ah, stimmt, macht ja voll Sinn. Wenn der Alain Berset zurücktreten, dann gäbe es ja automatisch keine Corona-Massnahmen mehr. Wie dumm sind wir denn, Digga? Ich weiß doch auch nicht mehr. Ich bin hier am Open Air Frauenfeld, bin schon angespritzt worden, aber das tut noch recht gut bei dieser Hitze. Sorry, ich habe gespritzt. Lionel, alles okay bei dir? Ja, Adi, es ist ein bisschen windig hier in Basel, aber mir geht es tipptopp und ich hoffe, dir geht es auch ganz gut. Vielleicht sehen wir uns ja bald einmal. Mach's gut, tschüss! Tschüss! Und an dieser Stelle sieht man wieder mal, wie viel Talent, harte Arbeit und Leidenschaft in den Schweizer TikToks drin steckt. Ja, das ist eine Schweizerin. Holy shit, Bro! Wie heisst sie auf Instagram? Mein Freund so, ich kann es nicht glauben, wie schön du bist. Aber, wann war das letzte Mal, wo du mich in deine Story gepostet hast? Hä? Ah, stimmt. Wahre Liebe ist ja nicht, wenn man irgendjemanden wertschätzt, mal ein Geschenk macht oder bei Problemen hilft. Wahre Liebe ist ja, wenn man die Freundin in die Insta-Story postet. Aber was ist denn mit Leuten, die eine Freundin haben, aber kein Insta? Oh, die können ja in dem Fall gar keine Liebe zeigen. Da frage ich mich einfach, wo ist der Witz bei dem Video? Mega oft fragt er, wo der Witz bei meinen Videos ist. Aber ich habe nie gesagt, dass es einen Witz hat. Ich habe nie gesagt, dass ich es nicht ernst meine. Scheiß drauf. Er sagt nicht Agnes, auch nicht Agnes, so hat immer meine russische Musiklehrerin mir gesagt. Oder Agnes, wie die Deutschen immer sagen. Oder Agnes. Nein. Also ich sage einfach, mein Name spricht mir Agnes aus, einfach ganz normal. Das sind jetzt gerade ein bisschen viele Informationen für mich. Sie hat jetzt quasi gesagt, man sagt nicht Agnes. Aber man sagt Agnes. Und jetzt noch bezüglich meinem Namen. Man sagt nicht Adrian, man sagt nicht Adrian, man sagt nicht Adrian, man sagt nicht Adrian, sondern man sagt Pumpkin! Ein Schwan so weiss wie Schnee, vergessen was ist geschehen und die Flügel tragen sie so weit, bis keine Grenze mehr gibt. Ich weiss nicht, was ich soll sagen zu dem Video, außer dass Nilay seit dem Video extrem Angst hat um seine Musikkarriere. liken und folgen. Merci vielmals, ciao zusammen.
Bro, eine Frage. Welche Karte hat sie gezeigt? Bro, ich bin farbenblind. Wie sollte ich können sagen, welche Karte sie gezeigt hat? Ah, ob ich ihr auf den Arsch geschaut habe? Nee, ich bin einfach farbenblind. Loris, alles okay bei dir? Bro, wenn ich von dir höre, ist bei mir immer alles klar. Ich hoffe bei dir auch. Salut zusammen, hier ist wieder euer Edi total brutal. Bratz. Ich wollte nur sagen, Dankeschön fürs Folgen, für alle Likes. Ich weiss ja auch nicht. Das muss abgehen ins Windrädchen. Hey Adi, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Ah, ich schaue so komische Videos an und mache dann ein YouTube-Video draus. Also grundsätzlich könnte man sagen, du bist komplett behindert. Schwierige Runde, aber als Schweizer kann ich schon mal die Schweiz ausschließen. Da war ich jetzt noch nie. Vielleicht irgendwie sowas Asiatisches oder so. Oder Griechenland, irgendwie diese Strukturen da. Ja, das sieht mir doch schon nach Griechenland-Flagge aus irgendwie, oder? Aber das muss eigentlich irgendwo in Deutschland sein. Deutschland ist so ein großes Land. Komm, wir gehen einfach in die Hauptstadt, Digga. Einfach hier, irgendwo mitten in die Hauptstadt. Hier, zack, Abfahrt. Für die von euch, die es noch nicht mitbekommen haben, der Maelo wechselt jetzt auf hochdeutsche Videos. Finde ich persönlich jetzt richtig cringe. Schweizer, die hochdeutsche Videos machen, dass man wirklich maximale Spaß sein. Ja, herzlich willkommen zu meiner Präsentation über die komischsten deutschen Wörter. Wir legen direkt los. Gut, an der Stelle habe ich absolut keinen Bock mehr auf das Video. Kuss geht raus an Maelo. Schwanz so weiss, Fischnäh. Für die, die es nicht wissen, ich streame mehrmals in der Woche auf Twitch und lade Highlights-Videos auf meinem zweiten Kanal auf. Links dazu sind in der Beschreibung. Oder anders gesagt, Adi, heb bitte deine Fresse, es interessiert niemand. So wie Wendy, ich hab Risse in meinem Handy. Und für die weiteren Videos liken und folgen. Merci vielmals, ciao zusammen. Ich hab Sex on the beach mit ner Bitch in Haiti. Hey Adi, hey Adi, hey Adi, hey Adi, wie viel, hey Adi, hey Adi, wie verdienst du eigentlich? Hey Adi, hey Adi.